Freunde, ich war ja im Urlaub in Schottland und bei einer Unterkunft war so ein riesiges Notausgangsschuidel, das ganz hell geleuchtet hat. Und das war direkt neben dem Bett. Und ich hasse sehr wenig mehr, als wenn in einem Raum, wo ich schlafe, ganz viel Lichtel irgendwo brennen oder leuchten. Das regt mich richtig auf. Also haben wir improvisiert und haben über dieses Notausgangsschuidel eine Unterhosen gespannt. Dreimal darf's ran. Besten benutzte Unterhosen. Da wahrscheinlich heute noch hängt, weil er es vergessen hat, die wieder einzupackeln und mit anzunehmen. Ich möchte lösen. Darf ich? Ja, Res, bitte. Verena? Wir tanzen jetzt. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu Folge 30 vom Wellensittich Stammtisch. Unser Stammtisch, unser Podcast wird langsam erwachsen. Sie werden so schnell groß. Ja. Das ist Wahnsinn. Er ist heute Nacht komisch gelegen und jetzt hat er Knackweh. Ja. Aber ich bin nicht die Mutter dieses Podcasts, zumindest nicht die alleinige Mutter dieses Podcasts, denn mit mir sitzen hier auch noch meine Freundin Verena Servus. und meine Freundin Anja. Habe der? Und ich bin Tres. Servus. Freut uns, dass ihr wieder Grüß da dich. seid. Wir sind jetzt endlich wieder auf dem aktuellen Folgenstand. Das heißt, wir können euch jetzt auch Dinge aus unserem Leben erzählen, die gerade erst passiert sind und nicht irgendwie Sachen von vor 5 Wochen. Das heißt, es ist endlich wieder eine große, sagen wir es gemeinsam, Update-Folge. Ich glaube, das war sehr, sehr schlimm für euch. Das war Dafür sicher möchte ich gemeinsam. Das liegt an der Latenz, nicht an uns. Ja, genau. Hey, und wir wollen uns natürlich mal wieder bei euch bedanken, weil es war ja nur schön, was ihr uns für Nachrichten geschrieben habt. Also, ich muss ja zugeben, wir haben es schon mal gesagt, aber wir schicken uns das ja immer in den Chat ein, in unseren Gruppenchat. Ja. Und bei mir sind diesmal wieder die Augen ein bisschen nass geworden. Also, es waren echt extrem liebe Nachrichten, wirklich. Ja. Hat uns sehr, sehr berührt. Danke dafür. Danke für die lustigen Nachrichten. Die lesen wir natürlich auch immer sehr gern, euer Feedback. Da hat uns die Ela was Schönes geschrieben. Die Ela hat sich geäußert zur Großelternfolge von der letzten Woche und hat geschrieben, meine Oma hat immer Hermann zu mir gesagt. Ich weiß bis heute nicht warum. Ich, Ela, weiblich, kein geborener Hermann. Das lieben wir doch nur. Ja. Das lieben wir nur. Es geht so weit, dass ihre Mädels sie auch Hermann nennen, beziehungsweise den Namen auch in andere Spitznamen umgewandelt haben für sie. Also Hermann, danke für deine Nachricht. Hat uns Danke, recht Hermie. gefreut. Danke. Hat uns gefreut. Wir haben ja auch einen Männernamen, den wir uns ständig geben. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, liebe Wellensittiche. Ich weiß nicht, ob es mir bewusst ist. Ernsthaft? Denkst schwank zwischen zwei. du, dass Bertel weiblicher Name ist? Ja. Das ist für mich neutral irgendwie, weil alles der Bert ist. Bei uns ist wirklich alles der Bert. Also Therese hat damit angefangen, indem sie sich selber vor uns Resbert genannt hat. Das ist ja rausgerutscht. Ja. Ja, ich bereue es sehr. Ja. Und seitdem ist alles der Bert. Ja, also Dinge sind auch der Bert, der, keine Ahnung, der Fernbedienungsbert, der Kabelbert. Der Erdbert. Aber Dinge sind auch der Sepp. Ah, der Sepp, das stimmt. Ja. Also der Fernsehsepp oder sowas gibt es Ja. schon auch. Das stimmt. Und am liebsten mag ich keine Werbung an dieser Stelle für diese Airline, aber am meisten gefreut mich der Lufthansa. Ja, den hab ja ich quasi, ich wollte den einführen, generell in der Menschheit, aber es ist noch nicht so übernommen worden. Aber ich sag's konsequent, dass ich halt beim Lufthansa fliege. Ja, Schön, dass ich bin wir's am Start beim wenigstens Lufthansa. Ich
möchte was erzählen. Mia, es tut mir leid, bitte bring mich nicht um, aber das war so lieb. Meine Freundin Mia, als WhatsApp rausgekommen ist, hat sie gedacht, man schreibt das WhatsApp. Ja. So lieb. Das liebe ich. Ja. Ich möchte mich auch noch sehr bedanken bei einem aufmerksamen Wellensittich. Und zwar dem Klaus. Der hat mir Geld geschickt, weil ich doch, Nein. weil ich doch in der vorletzten Folge gesagt habe, dass ich sehr erotisch getanzt habe und dass ihr jetzt alle wisst, dass das nicht umsonst war. Da hat er mal was gepaypalt, hat er geschrieben, für den Tanz und eine Nuki-Nuss. Das liebe ich. Danke dafür. Danke für die 7 Euro, die wir hier investieren ins Nuki-Nuss. Aber nicht alles auf einmal ausgeben, gell? Ja, ich kaufe euch auch eins. Danke. Danke. Das wollte ich. Ja, Danke, Klaus, an der Stelle. Ja. fand ich sehr schön. Also, wer ist euch? Wir freuen uns, ihr merkt es, wir freuen uns immer über eure Nachrichten, über euer Geld. Nein, stopp. Das war ein Scherz. Der Klaus hat ja nur meinen PayPal-Link, weil der vor Jahren mal bei mir, es ist schon lange ein Fan-Kuss geht raus, auf deinen Schnabel, weil er mal mir sämtlichen Merch abgekauft hat früher und ich hatte da noch keinen Shop, dann haben mir die Leute einfach immer das halt per PayPal geschickt und da hat er das schon immer so gemacht, für ein T-Shirt und eine Nuki-Nuss und das finde ich so lieb. Okay. Das ist sehr, sehr lieb, ja. Ich habe auch in freier Wildbahn wieder Wellensittiche getroffen, das war sehr schön, das erzähle ich euch nachher, weil heute, Therese hat es ja schon gesagt, oder wir haben es gemeinsam gesagt, ist ja die große Update-Folge, wir haben ein bisschen vorproduziert. Heute ist die große Update-Folge. Das wird mir im Schnitt so aufregen, Ist weil das das wird dumm? so schief untereinander sein. Oh Mann. In meinem Kopf haben wir einen Dreiklang gehabt. Ja, Ja, ist In so. meinem auch. Weil wir haben uns ein bisschen Urlaub genehmigt. Genau. Und davon berichten wir euch jetzt. Natürlich dürft ihr nach wie vor auch eure Updates gern schicken. Wir interessieren uns doch für eure Leben, liebe Wellensittiche. Und was ihr auch gern schicken dürft nach wie vor sind 5-Sterne-Bewertungen, weil die schmecken uns hervorragend. Danke dafür. Res, was war denn los bei dir? Ich war gemeinsam mit einer losen Bekannten auf dem wundervollen Festival Rock im Park. Wenn es nur ein Witz war mit der Bekanntschaft. Ja, wir zwei waren auf Rock im Park und es war einfach nur schön. Also mich hat allein die Fahrt dahin schon gefreut. Ich habe am Bahnhof auf dich gewartet, weil du mich abgeholt hast. Und allein das war schon so schön. Ich habe uns da eingedeckt mit feinen Leckereien von dieser Bäckerei, die es da gegeben hat an dem Bahnhof. Und ich habe noch einen kleinen Strawberry Matcha getrunken. Es war wirklich, es hat sich angefühlt wie Urlaub. Es war wirklich einfach nur schön. Und dann sind wir gemeinsam nach Nürnberg gefahren, haben sehr lange einen Parkplatz gesucht, haben dann einen sehr schlechten Parkplatz gefunden. Und ja, ich weiß nicht, sollen wir eigentlich gleich mal einsteigen mit unseren 5 Rock im Park Fakten oder machen wir erst ein grobes? Na, wir stehen gleich mit den Fakten, oder? Liebe Wellensittiche, ihr habt ja Ron kennen. Und Stand Tag der Aufnahme, hat niemand erraten. Niemand war richtig. Aber schauen wir mal, weil wir haben euch ja nur mal aufgefordert, dass ihr nur mal ratet. Vielleicht kriegt jetzt ein Wellensittich was Geiles, weil ich glaube, es sind nicht mehrere. Ihr habt so daneben gehauen. Ja, nein, echt. Jetzt bin ich aufgeregt, weil ich weiß auch nicht alles. Ja, das Gute ist, dass du jetzt auch raten darfst. Ja. Ich lese einfach nur mal unsere Fragen vor. Frage 1 war, wer war morgens nach dem Aufstehen mit umtraten T-Shirt, also auch mit Nähte nach außen und Etikett unterm Kinn auf der Tankstelle zum Bieseln, ohne es zu merken, wie er oder sie gerade ausschaut? Genau. Ja,
Jetzt ist es raus. Vreni. Okay, Das weißt Verena, weil du hast ein Foto Das- gekriegt. weiß ich ja. Stimmt. Stimmt. Das war Anja, da muss ich so transparent sein, dass ich schon was sage. Ja. Ja. Danke für dieses Foto am Morgen, hat mich sehr gefreut. Liebe Wellensittiche, ich weiß nicht, wie gut ich schon mit euch befreundet bin, dass ich euch das jetzt einblende. Ihr könnt jetzt mal in das Video auf Spotify oder YouTube schauen, ob ich finde, dass wir befreundet sind. Weil dann seht ihr jetzt das Video von mir auf dem Klo, als ich festgestellt habe im Spiegel, wie ich gerade in diese Tankstelle eingegangen bin. Und mir auch was gekauft habe. Sonst müsst ihr euch vielleicht noch ein bisschen anstrengen, dass wir mehr befreundet sind. Ja, Ah, ja. Also der Klaus hat ja, also naja, egal. Ich hätte vorgemacht. Ja, ja. Gut. Dann Frage 2. Wer ist von einer Frau mit den Worten, wir könnten jetzt rummachen, oder? Angesprochen worden? Aha, das weiß ich nicht. Ich tippe auf Dres. Das stimmt. Und es ist wahr. Ich bin zur Reise hingegangen und sie stand da gerade mit 2 Frauen. Auf einmal gibt sie mir ihre Hand und sagt so, ja, wir 2 sind verheiratet. Was? Und ich so, ja. Ich bin natürlich gleich eingestiegen als gute Freundin, aber ich habe nicht gewusst, was los ist. Also ich war gerade an der Bar Getränke holen und drehe mich halt um und dann steht hinter mir so eine Dreier-Frauengruppe und schaut mich halt an und die eine sagt, boah, du hast so krasse Augen, du hast so schöne Augen und wisst ihr das ja, also, mein Gott. Und dann Erzähl was Nice, Sabine. Dann haben die 2 aus der Dreiergruppe darüber unterhalten. Und dann ist die dritte so hergegangen, hat mein Gesicht so nochmal genau angeschaut und hat gesagt, naja, dann kann man ja jetzt rummachen, oder? Und dann ist Gott sei Dank Anja gekommen und hat mich befreit. Weil ich war nicht bereit fürs Rummachen. Ich glaube, das hat mich auch völlig schockiert, wenn ich kurz weg bin, zurückkomme und du machst einfach mit einer Frau rum. Also, ich hätte Es mich hat schon dein Herz gefreut, ein bisschen aber gebrochen. Ja. wieso Aber wir hätte das sind mein doch Herz verheiratet. gebrochen? Ich hätte die schon angefeiert, aber es war seltsam gewesen. Unerwartet. Ja. Ja. Genau. Dann haben wir Frage 3. Verena, wer von uns 2 Ja. ist den ganzen Abend lang von einem Typen angelogen worden? Oglung. Einen ganzen Abend lang. Ach so, Oglung. Ich hab das als Oglangt gelesen. Das ist so lustig. Weil die Anja das Gleiche gesagt hat. Sie hat gesagt, ja, in Oberbayern darf man ja Oglung sagen und ich sage halt Aglung, weil ich nicht von hier bin oder nicht so, von dort. Und sie hat gemeint, ja, da versteht man vielleicht Aglangt. Deswegen haben wir es in der Beschreibung auf Hochdeutsch geschrieben, angelogen, damit es klar ist. Okay. Ja. Ich hab's nur gehört. Ja. Deswegen. Ach so, ja, das macht die Sache anders. Aha. Ich frage mich, wer sich den ganzen Abend anliegen lässt von euch 2. Wer ist? Ich muss da gerade an mich denken, weil als wir letztes Jahr im Lenkröser Bierzeit waren, hat mich den ganzen Abend ein Typ angelogen Echt? Was war da und nochmal? mir Scheiße verzeiht. Ach Ja, so. der hat mir verzeiht, dass er Aushilfsministrant ist oder irgendein Scheiß. Ja, ja. Dass das sein Job ist, dass er durch die Lande fährt und aushilft. Und ich habe mir zuerst gedacht, hey, was laberst du? Und er hat das aber so seriös verzeiht und so und war dann auch noch so, ja, glaubst du mir jetzt nicht, willst du mich jetzt auslachen deswegen oder was? Ja. So, halt, dann hab ich gedacht, na gut, Das ist ein ganz normaler Job, Verena. möchte jetzt auch nicht so sein, dann okay, verdienst du halt Tausende von Euros damit, dass du in irgendwelche kaufst als Ministrant aushilfst. Aber so zwischen die Kinder. Ja. Das ist dumm. Okay. Anja war's. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt bedeutet, dass du eine besonders hohe Meinung von mir hast. Ja, also in erster Linie war es ich, aber er hat der Rest schon genauso angelogen an sich, aber es hat sich schon um Aber mich auf einem gedreht. anderen Level. Also, Ja. ja. Also es Okay. war, ich habe ja mit viel gerechnet, was passieren kann dort. Aber mit dem habe ich nicht gerechnet. Also Dres hat es dann noch gut Ja. zusammengefasst und hat gesagt, der hat jetzt halt was Neues in dir installiert, was richtig schade ist. Angst. Ja. Ja, richtiges Misstrauen. Weil, Okay. Aber was hat er verzeiht? jetzt pass auf, mir oberst. Ich pass auf. Wir
haben auf Iron Maiden gewartet. Da war, glaube ich, davor noch irgendeine andere Band. Und also da hat der uns, glaube ich, schon angeredet. Also es ging echt den ganzen Abend dann. Und dann haben wir zwar geratscht. Und dann tippt uns auf einmal jemand an und sagt so, hey, wir haben Dialekträtseln ihr, klingt wie meiner. Und da, die 2 Kommissarinnen, haben schon was gespürt. Weil, ich hab dann gesagt, wie du hast uns reden gehört. Wir reden, also auch wenn der Rest behauptet, sie hat eine sehr laute Stimme, hat es aber nicht. Das denkt nur sie selber, weil sie sich selber halt lauter hört in ihrem Kopf. Aber wir reden ja sehr leise und sehr, sehr entspannt. Und dann hab ich mir gedacht, du kannst mich nicht gehört haben, du kannst uns nicht gehört haben. Das geht nicht. Ja. Und dann habe ich das sogar gesagt. Dann hat er gesagt, doch, er hat das gehört. Und ich so, Dann haben wir sie ihm kurz geklappt. Ja, kann ja sein, dass wir mal rumblären, gell, hier. Kann nicht eigentlich nicht sein. Naja, auf jeden Fall. Und er hat dann gesagt, ja, er kommt nämlich auch aus Oberbayern und wohnt aber seit mehreren Jahren in der Schweiz, hat auch Schweizer dabei gehabt, deswegen haben wir das natürlich dann auch so geklappt. Und er hat gesagt, das ist so schön, sein Dialekt mal wieder zu hören. Und dann haben wir uns wieder umgedreht, hat wieder passt, dann ist irgendein total besoffener vorbeigesteuert und wir haben dann gesagt, dass der nur noch Passagier ist. Dass der nicht mehr in seinem eigenen Cockpit drin hockt. Und das hat er halt irgendwie auch gehört oder die Gruppen so, dann haben wir halt darüber nochmal so ein bisschen gemeinsam gelacht. Und ab da haben wir dann irgendwie geratscht. Und dann hat er uns Getränke geholt und so. Also erst wollte man das nicht, dass er uns sowas ausgibt, aber wir haben gedacht, es war irgendwie einfach nett so. Und dann bin ich halt da mitgegangen, dann hat er halt gefragt, so, ja, wie wir heißen. Und dann so, ja, Anja und Res. Dann hat er so 10 Minuten später nochmal gesagt, also nur, dass ich es richtig erinnere, Anja, Res, so. Und so, ja, und keine Ahnung. Dann habe ich irgendwann gefragt, warum er in der Schweiz ist. Also, dann hat er gemeint, ja, er ist da im Tourismussektor, also arbeitet halt da. Der hat einfach total anständig gewirkt, der Typ. Einfach lustig, nett. Anständig ist das richtige Wort, ja. Ja, ich hab mir da überhaupt nichts dabei gedacht. Dann hat er mich gefragt, was ich arbeite, und ich hatte echt keinen Bock, Fragen zu beantworten über meinen Beruf, und habe dann einfach gesagt, geh heim. Und habe dann wieder mich weggedreht. Und dann wollte er es aber unbedingt erraten, und dann habe ich gesagt, naja, aus 3 Versuche. Dann hat er halt 3-mal geraten und war halt daneben. Dann hat er Dres gefragt, was ich arbeite. Dann habe ich halt gesagt, ja, wenn sie dir nicht sagt, werde ich dir sagen, oder? Wahrscheinlich. Ja. Also, ja. Und dann hat er halt Ganz immer so normal. Fragen gestellt, so, machst du Menschen glücklich mit deinem Beruf? Und also immer wieder sowas. Er wollte es immer wieder wissen. Ja. Und ich habe es ihm halt den ganzen Abend nicht erzählt. Und dann haben wir, keine Ahnung, irgendwann 3 Bargetränke oder so intus gehabt. Also es war echt, war zünftig, war lustig. Und ja, dann war der Abend so vorbei, dann wollte der Rest Gott sei Dank ins Bett, weil ich war ja schon wieder da bis 5 geblieben. So, ich war richtig aufgeregt. Und dann hat er halt gesagt, ja, können wir in Kontakt bleiben, dass wir uns morgen noch mal treffen. Und ich habe mir gedacht, ja, war echt super lustig mit denen. Ja, und dann hat er gesagt, ja, Handynummer oder Instagram. Und ich so, ja, gebe ich auch immer Instagram. Und ich mir gedacht, ja, jetzt kann er es ja wissen, ist ja wurscht. War ja cool mit denen. Dann hat er es so eingeben lassen. Dann hat er gesagt, Borischer Alkopop, hat das so vorgelesen, du hast ja 100.000 Follower, ist ja krass und so. Ja, bla bla bla. Dann ist er mir gefolgt, ich bin ihm einfach zurückgefolgt, habe an nichts Besseres gedacht. Warte, man muss dazu noch sagen, er hat dann auch noch so ja, du hast ja so viel Follower, gib meine Nachricht da nicht unter, sagst du das überhaupt, wenn ich dir schreibe, bla bla bla. Und du hast halt dann gesagt, ja, freilich, ich weiß ja jetzt, wer Ja, du bist, genau. ich sag's dann Wer schon. du bist. Genau. Ja, ich habe jetzt seinen Namen dann gewusst. Ja. Am nächsten Tag Ja. hocken Andres und ich im Eisstadion, also bei der anderen Stage, und schauen uns eine andere Band an. Ich gehe kurz so in meine Nachrichten. Der hat mir geschrieben, so was unsere Pläne für heute sind, macht diese Nachricht auf und es öffnet sich ein Chat über mehrere Jahre. Ach du Scheiße. Der hat mir seit mehreren Jahren auf Instagram geschrieben. Ich habe halt nie zurückgeschrieben, weil ich die Nachrichten halt nicht gesehen habe. Ja. Ja. Und das war so, wir haben uns Autsch. angeschaut, so, Alter, was ist mit dir? Ja. 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 Also, der hat mir da auch schon, Krass. wo ich mir auf der Wiesn war, geschrieben, in welchem Zeit ich immer bin und so. Also so, der wollte mich ganz dringend kennenlernen und hat da ein Schauspiel aufgeführt. Ja. Das hat sich so Okay. hart seltsam angefühlt dann. Ich hab mir echt Das gedacht, ist so, ein bisschen gruselig irgendwie. Ja. das ist richtig Nicht. Psycho.
Vor allem, Ja. wenn du gesagt hättest, er hätte ja 1000-mal die Chance gehabt, dass er irgendwann mal sagt, also er hätte dann sogar lernen können und hätte sagen können, ach krass, du bist es, ich hab's gar nicht überrissen und so. Ja. Ja. Spätestens bei dem Insta-Profil so. Späters, alles, eigentlich schon davor, hätte er es Ja. mal sagen können. Ja. Aber ich habe gedacht, ja gut, weil wo ich ihn reingehört habe, arrogant wie ich bin, habe ich kurz schon gedacht, und du kennst mich nicht echt, oder? Und dann hat er halt aber gesagt, er ist schon mehrere Jahre in der Schweiz. Und ich habe mir gedacht, es wird vielleicht wirklich an dir vorbeigegangen. Passt ja. Es ist ja kein Problem. Es ist mir ja an sich wurscht, ob mich jemand kennt, aber irgendwie, mein erstes Ding war schon so, ich habe schon so das Gefühl gehabt, der kennt mich. Naja, Okay. aber dann halt eben nicht und das hat echt was Neues in mir installiert, weil man dann gedacht habe so, aha, dann kann man halt nicht mit fremden Leuten saufen. Also Ja. das ist eigentlich richtig schade. Ja. Voll. Ja. Aber wie alt war der oder so zur Einordnung? So 3-4 Jahre älter als mir. Ja. Okay. Ja, Krass. ja, Hey, wenn du das hörst, was ist mit dir? ja, wahrscheinlich hört er auch noch am Podcast und wäre so dann deswegen nur Anja und Res. So. Und ich weiß nicht, wenn man das mal so 10 Minuten macht und dann sieht man sie nicht mehr, dann kann man ja nur sagen, ha, habe ich Anja Bavaria verarscht. Aber es waren halt mehrere Stunden. Es war ein ganzer Ja. Abend. Und wir haben ja auch privat geredet, weil ich ja nicht gedacht habe, das ist eine Person, die mich jetzt als Anja Bavaria Ja, kennt. ja. Sondern ich habe gedacht, der hat mich jetzt als Anja kennengelernt, als Privatperson und findet mich deswegen cool. Und das war einfach richtig, richtig widerlich. Also, Okay, das ist Ja. assi, ja. Richtig assi. ja. Ja, cool. Die Tatsache, dass du das gar nicht rausgefunden hättest, wenn du jetzt gesagt hättest, ja okay, dann gib ich dir meine Handynummer oder so, dass das gar nicht rausgekommen war, dass der das weiter seine Oscar-Bewerbung da für uns aufgeführt hätte. Also, Ja, saudumm, weil er wahrscheinlich seine eigenen Nachrichten gelöscht und hat nicht kapiert, dass ich nur sehe. ja. Dass du das Und siehst. es war halt echt ein Roman auch. Okay. Ja, Cool. richtig, richtig Psycho, Alter. Ich habe natürlich sofort blockiert. Ja. Ja, okay, so gleich. Gibt da ehrlich gesagt keine Entschuldigung dafür. Also, falls du das jetzt irgendwie hörst, brauchst du nicht rühren. Es ist echt so peinlich. Wirklich. Creep. Was haben wir als Eifall? Ja, so richtig, richtig krank. Vor allem habe ich mir dann danach auch gedacht, was hat er sich denn gedacht, dass jetzt dann so typische Teenie-Film-Geschichte passiert oder dass ich mich dann in ihn verlieb und er hat ja gar nicht gewusst, wer ich bin und also bescheuert. Ich bin doch auch nicht auf diesem Bekanntheitslevel, dass man sich so aufführen muss. Also, ne. Na. Na. Na, Na. na, so nicht. Okay. Nächste Geschichte? Ja. Oder habt ihr was zum Sagen dazu? Also wir haben das natürlich schon ausführlich diskutiert. Es hat uns auch Denke mal. die Autofahrt heim dann sehr verkürzt, weil wir das nochmal sehr fest uns aufgeregt haben auf jeden Fall, ja. Ja, Also, ich habe vor allem Denke geliebt, dass mal. Dres gesagt hat, also eins muss ich jetzt noch sagen, dann lasse ich los. Und ungefähr Stunden später hat sie sich immer nur aufgeregt, also immer mal wieder. Weil uns dann halt immer wieder so uns ist dann immer wieder eingefallen, er hat sogar noch mal gesagt, Anja und Res. Also immer wieder sind uns so Sachen eingefallen, wo wir uns gedacht haben, sag mal, geht's noch? Und Res hat dann zu mir gesagt, als ich vorhin gesagt habe, dass ich loslassen werde, da habe ich gelogen. Ich lasse überhaupt nicht los. ja, ich hätte noch ins Wadel gebissen, wenn wir noch mal gesehen hätten. Ja. So viel sei gesagt. Ja. Die hat sich ja über Jahre hier die Kraft aus die Rolex angefressen. Ja. Nur für diesen Wadelbeiß-Moment. Ja. Ja. Da sind Reißzähne gewachsen in der Das, Zeit. ja, es wurde auch fest bait dann. Naja, egal. Machen wir weiter mit Frage 4. Wer von uns zwei hat neben das Auto pisst? Verena, was denkst du? Ja, eigentlich beide. Also, muss ich mich entscheiden, oder was? Ja, du musst dich entscheiden. Oh Gott, okay. Tanja. Du kennst uns Oha. einfach. Ja. Es liegt daran, dass wir auch ständig neben das Auto pissen. Ich habe auch dabei ins Fenster geschaut, wo der sagt. Ich habe meinen Blick abgewandt, wie der Gentleman, der ich bin.
Vor allem am nächsten Tag hat's vor unserem Auto voll gestunken, aber halt so nach Kacke. Sie so, hast du da hingeschissen? Ich so, nein, natürlich nicht. Naja, wäre jetzt auch nicht ganz abwegig gewesen. Also, dass ich direkt neben das Auto kackt, das ist schon abwegig. Spinnst du? Normal war ich schon 5 Meter gegangen, ja. Aber es war spät. Es war schon dunkel. Ja, Oberfrechheit. Okay, und dann gehen wir zur letzten Frage. Wer von uns zwei hat am ersten Abend in die Notaufnahme müssen? Ja, das weiß ich, das habt ihr mir natürlich nicht verschweigen können, weil ich euer Vater bin. Das war Dres. Ja, So viele Leute haben gedacht, ich war's. Das war echt faszinierend. na, aber ich war's. Ja gut, wir haben halt schon oft erzählt, dass uns oft aufs Maul haut. Also Ja. sowohl Ja, Anja als auch mich. aber Dres hat mal erzählt, dass sie vergessen hat, wie man sitzt. Und deswegen, Ach so, Wenn man sich einsetzt. deswegen Notaufnahme Ja. müssen hat. Ja. Und diesmal hat sie vergessen, wie man geht. Ja, es war ähnlich unangenehm wie vergessen, sich zum Sitzen. Es war der erste Abend und wir sind zurückgegangen vom Festivalgelände zum Auto. Wir waren echt nicht weit entfernt. Vielleicht nur, ich kann Meter sehr schlecht abschätzen. Ich weiß nicht mehr, was ich zu dir gesagt habe, wie viele Meter das noch sind. Und du dann gesagt hast, sag mal, ich spitze. Echt? Weiß es nicht mehr. Ne? Aber es war wirklich nicht mehr lang, 2 Minuten. Ja, ja. Und der Weg hat Okay. über einen Fahrradweg geführt, der war geteert. Und es hat aber da mitten auf dem Weg so eine Fräskanten gegeben. Also da war der Teer so weggefräst. Und das war nicht gut beleuchtet. Es war auch nicht so, wie es sonst ist, mit so Graffiti pink angesprüht, damit man sagt, okay, hier ist irgendwie eine Kanten. Und Nürnberg, wo die Radlfahrer loswerden. deswegen sind wir eigentlich gut befreundet mit Nürnberg. Oh Gott. Bitte nicht sterben, Anja. Ja, und es war halt einfach nicht gut zum Singen. Ich bin da gegangen und dann bin ich umgeschnackelt an dieser Fräskanten. Für alle Preisen, ich bin umgeknickt. Und dann bin ich leicht wie eine Feder und grazil wie eine Elfe zu Boden geschwebt. Und Es hat so lang gedauert. Es war so ein gefühlt so ein Torkeln und dann so ganz langsam am Boden. Dann habe ich gedacht, sie hat auf die Knie gehauen. kennt ihr das, wenn man halt stolpert und man denkt, man fängt sie noch mit dem Ja, anderen Fuß? so war So das. ein Moment war das. Ich habe gedacht, ich fange mich noch, aber ich habe mich überhaupt nicht mehr gefangen. Und für mich war das so ein Hoppala. Also ich habe gedacht, sie steht jetzt gleich wieder auf und es passt alles. Und dann habe ich so gefragt, hat sie jetzt auf Knie lassen oder so, weil sie nicht aufgestanden ist. Du hast gesagt, ist nichts passiert. Und ich habe gesagt, doch. Es hat so weh, es hat beim Umschnackeln so richtig geschneuzt, dass ich dachte, okay, jetzt ist alles hier. Es ist alles kaputt, der komplette Bus ist hier. Und dann habe ich erstmal sitzen müssen und klargeben, weil wenn ich Schmerzen habe, bin ich ja sofort ohnmächtig. Ich habe ganz fest so atmen müssen, damit es mich nicht umhaut. Dann hat er gesagt, du ich werde gleich Scheiße. ohnmächtig. Ich habe mir gedacht, was ist denn? Bis sie dann halt gesagt hat, dass sie umgeschnackelt ist. Weil ich habe gedacht, sie ist nur hingefallen und hat jetzt eine Nahtoderfahrung wegen einem aufgeschürften Knie. Aber nein, es war schon dramatisch, wirklich. Es war sehr, es war schlimm. Also aufgeschürfte Knie hat es on top dazu gegeben, aber der Knöchel war schon das Problem. Und ich habe erst gedacht, ja, es wird schon. Und Anja hat die ganze Zeit gefragt, müssen wir einen Zanker rufen? Was machen wir? Müssen wir einen Zanker rufen? Und ich wollte das nicht, aber ich habe halt gemerkt, es wird nicht besser. Ich speib gleich vor Schmerzen. Ich kann nicht mehr. Und dann bin ich auf dem Radlweg von einem Zanker abgeholt worden. Es war sehr unwürdig, es war mir sehr unangenehm. Ja, und dann haben wir eine sehr gute Zeit noch gehabt in der Notaufnahme bis um 4 in der Früh. Ich möchte nur sagen, dass ich mich wie ein Wife-Beater gefühlt habe. Weil
haben, also jemand, der seine Ehefrau schlagt, weil es haben 1000 Leute halt netterweise gefragt, hey, geht's dir gut? Brauchst du Hilfe? Und ich habe halt dann irgendwann, es war am Anfang war es wirklich nur, dass ich mir gedacht habe, oh, wie aufmerksam, aber wenn die halt dann die 30. Person fragt, während du halt schon auf dem Sanker wartest und jeder stehen bleibt, dann habe ich halt irgendwann immer gesagt, na, passt alles. Und die Leute haben dann aber immer so Dressen nochmal so intensiv angeschaut, so passt wirklich alles. Oh, ja. Okay. Blinzel zweimal, wenn man da helfen will. Da geht's gut. Die ist gestolpert. Ja. Wir haben auch noch einen schönen Lachanfall gehabt, weil Theresa hat gesagt, sie weiß nicht, wie sie da jetzt überhaupt aufkommen soll. Und dann, ich stand ja die ganze Zeit daneben, wenn sie jetzt am Boden war. Und dann habe ich gesagt, aber ich habe es halt ganz anders gemeint, habe ich gesagt, die werden da schon aufhelfen. Und ich habe halt natürlich gemeint, die werden ihr da halt mit einer Trage fachlich korrekt aufhelfen. Aber in dem Moment war ich halt wieder der Wife-Beater, der ihr da halt nicht einmal aufgeholfen hat. Also. Und dann ist da draus ein Gedankenexperiment entstanden, dass ich quasi so ein verletztes Tier in der Anja ihrer Wohnung bin und sie will mich aber nicht angelangen. Und deswegen hebt sie mich so mit der Kehrschaufel so hoch, aber ich rolle immer wieder runter. Dann habe ich sie quasi gegen eine Wand drücken müssen, damit sie auf der Kehrschaufel bleibt. Dabei hat es mir einen von meinen Fiers abgebrochen, leider auch. Ja, das fand man schön. Es wurde trotzdem noch gelacht. Es wurde sehr viel gelacht. Immerhin. Ich habe ja leider echt, aber ich meine, Andreas ist halt leider keine Bekannte von mir, sondern eine meiner besten Freundinnen. Deswegen habe ich natürlich auch lachen müssen, als sie vom Sanker wegtransportiert worden ist. Also nicht vom Sanker, sondern von den Sanitäter. Es war halt schon lustig dann. Ja. Ich verstehe. Das hat mir leid getan, aber genauso lustig fand ich es leider auch. Und Anja hat die Sanitäter so hergewunken zu der Stelle von dem Radlweg, wo ich war. Und da hat es weggehen müssen von mir. Und wie sie zurückgekommen ist, habe ich in ihrem Gesicht gesehen, wenn ich ihr jetzt in die Augen schaue, dann lachen wir beide so sehr, dass man uns in die Hosen pisst. Ich hab die nicht mehr anschauen können. Oh. Ja. Mein Gott, da lasst mir euch einmal allein in Urlaub Das habe fahren. ich mir auch schon Sie fix. gedacht. Das ist echt. Da ist einmal der Papa nicht dabei. Ja. Und dann sowas. Mein Gott. Ja, Wahnsinn. die Sanitäter übrigens, liebe Grüße an die Sanitäter und Sanitäterinnen Ja. in Nürnberg, die waren so lieb, solche Ja. Mäuse. Ja, Also komplett. richtig respektvoll, richtig lieb einfach. Da hat man sich überhaupt nicht so gefühlt, so ungefähr, warum läuft jetzt an Sanker, sondern einfach nur saulieb, echt. Ja. Shoutout an alle, die beim Rettungsdienst arbeiten. Echt krass, die Arbeit, Kuss die ihr da und leistet. Kuss. Ja, Ja. auf jeden Und dann Fall. sind wir in die Notaufnahme. Ich habe unser Auto nur nachgefahren. Am ersten Tag ist nicht so gebechert worden. Und habe halt dann quasi die Dresdner besucht. Dann ist er in einem Rollstuhl geguckt. Mit so einer Wärmedecke. Und zwar so ein Rollstuhl, den man selber nicht bedienen hat können. Ja. Das heißt, sie war mir ausgeliefert. Und das war leider auch schon wieder sehr lustig. Ja. Ich wollte immer, dass mich näher zum Feier hinschiebt. Dann habe ich so im Wartebereich einfach wo hingeschoben und mir ein bisschen weiter weggeguckt. Dann war es so nichts machen können. Oh Gott, wie fies. Aber was heißt denn fies? Also, ich habe dieser Frau alles gegeben an dem Tag, aber ich habe ja nicht verhindern können, dass ich auch zwischen den Lachanfällen habe. Ja. Ach ja. Dann haben wir leider sehr lange warten müssen, weil wie kann es anders sein, wenn ein Festival in der Stadt ist die Notaufnahme irgendwie full und dann halt auch noch voll mit den Leuten, die sowieso in der Notaufnahme waren, auch abgesehen vom Festival. Sehr viel schwangere Frauen tatsächlich. Okay, krass. Da hat es ein paar Kinder ja. gegeben. Okay. Genau. Und dann sind wir halt von Station zu Station. Es hat geröntgt werden müssen und so weiter. Also es hat alles ein bisschen gedauert. Aber wir haben dafür gute Unterhaltung gehabt. Ja. Das musst du erzählen, Anja. Es war nämlich so 2:30 oder so. Wir waren schon einen ganzen Festivaltag hinter uns. Wir waren so miert. Ich bin dann zwischenzeitlich auch schon an der Wand eingeschlafen, weil ich einfach nicht mehr können habe. Ich habe gesagt, Res, es tut mir leid, du verlierst mich.
dann, wenn du schon, du kannst nicht mehr, dann sind natürlich zwei Leute, die extrem laut reden und die extrem viel Scheiße labern. Und ich weiß nicht, Vereni, kennst du die Reels und TikToks, wo Leute einer Katze oder so filmen, die sich halt so anschaut und so einen Sound drunter legen. Und da steht dann immer daneben, ja, wenn dein Haustier dein einziger sozialer Kontakt ist. Und dann kommt immer so extrem langweilige Geschichte im Hintergrund. Ein Kollege von mir hat mal und die Katze schläft also so Ja, mit ein. kenn ich. Wir waren die Katze. Ja. Und hinter uns haben wir so ein Gespräch lauschen müssen, weil es halt eben so laut war. Und ich hab's mal aufgeschrieben, weil ich mir gedacht habe, das möchte ich nie in meinem Leben vergessen. Oh. Und zwar hat der eine gesagt, der hat Raubüberfälle begangen. Und der andere so, aus Langeweile? Nein. Nein. Bitte sag's endlich. Entschuldigung. Okay, es geht nicht. Nein, Geld. Ja. Gestorben der dann oder? Ja, gut. Oh, okay. Ja. Ja, gut. Ja. Verständlich. Oh. Also, weil mir klar, das war. Ja, eben. Ja. Ja, na, und Res, was ist rausgekommen bei dir? Es ist rausgekommen, dass mein Fuß nicht gebrochen ist. Das hat uns sehr gefreut. Und ich habe dann als Belohnung, weil ich so tapfer war, habe ich einen Deppenschuh mitgekriegt. Na. Den ich dann tragen haben müssen. Also das ist so eine Echt? Also So ein ganzes Schiene. Schuhding oder nur so eine Schiene? Schiene, wo der Fuß quasi rechtwinklig drin ist. Und es war alles so Ja. unwürdig. Also die Frau, die mir den Schuh gegeben hat mich in den Raum geschoben, hat mir den Schuh angezogen und hat gesagt, ja, dann schauen Sie jetzt mal, ob Sie in Ihren Schuhe reinkommen, also in meine normalen Straßenschuhe. Und ist einfach gegangen. Ich sitze da in diesem Rollstuhl, ich habe Schmerzen, ich kann den Fuß nicht in meinen Schuh rein. Da. Ich bin in einem leeren Krankenhausraum und keiner ist da. Ja, war toll. Ich hab's dann irgendwann in meinen Schuhe eingeschafft und bin dann zur Anja aussehen. Wie neu geboren quasi. Dann sind wir noch aufs Klo Ja. gegangen und dann war es so, wie wenn blinde Leute, manche berichten ja dann davon, dass dann irgendwie einer Gehörsinn sie dann schärft, so, dass die dann auf einmal saugut hören. So war es bei der Res dann, weil ja ihr Fuß nicht mehr gut funktioniert hat, Ja. ist anscheinend dann sehr stark in ihre Hände geworden. Sie ist aufs Klo gegangen und ich bin nach ihr gegangen und ich habe sie dann herrufen müssen, weil die diesen Wasserhahn so zutraut hat, dass ich nicht mehr aufgekriegt. Dass du nicht mehr aufgebracht hast. Ja. Ja gut, bei denen Unterarm, kein Wunder. Nein, ja. einfach nur ins Bett. Okay. Ja, Auf jeden Fall war es dann schön, weil wir haben dann das Auto, ja, ich habe das ja quasi dann zum Krankenhaus gefahren extra und dann haben wir ja nicht mehr können. Das heißt, wir haben einfach ein grünes Fleckchen in der Nähe von diesem Krankenhaus dann bewohnt, diese Nacht, Ja. neben einer Tankstelle. Und diese Tankstellenmitarbeiterin, die ist meine sehr gute Freundin geworden. Wir haben uns einfach verstanden. Aber Okay. ich wollte trotzdem nicht, dass sie mich so sieht, wie dann an dem Tag danach, wo ich halt eben so gesoffen habe. Das war mir ein bisschen unangenehm. Das war so, wie wenn du dann die Mama siehst in der Früh. Ja, grüß dich. hallo. War schön. Nein, es war wirklich, wenn du einmal allein lässt. Ich habe Verena vorher gefragt, ob ich sie anrufen darf, wenn Dres gemein zu mir wird, weil die wird manchmal gemein, wenn sie drungen hat. Das stimmt überhaupt Ja, nicht, liebe das Welt. stimmt Das schon. Gar Oh nicht. doch. Oh doch, das stimmt. Oh doch. Das stimmt. Naja. Aber ihr braucht keine Angst haben, außer ihr seid jemand, den Dres sehr liebt. Weil sie wird nur zu denen gemeint. Ja. Das ist das Gute. Also wenn Dres noch nie gemein zu euch war, dann mag's euch nicht.
Oh, ja, verzeih. Auf jeden Fall war ja ich besagten zweiten Abend, da wo eben der Volldepp an meiner Seite war. Sie meint nicht mich übrigens. Nein. Also, nein. War ich ja sehr, sehr besoffen und sehr, sehr auftrat. Also wirklich sehr auftrat. Und der Rest wollte Liegt's mich jetzt vielleicht mitschicken. an die ganzen Bull, die in deine Mischgetränke waren? Habe ich viel Jager Bull gesoffen? Vielleicht. Vielleicht. Naja, auf fair. jeden Fall war ich dann anscheinend der Meinung, dass der Rest gemein zu mir war. Und dann habe ich die Verena angerufen in Schottland. Ich möchte gerne die Geschichte erzählen, warum du dachtest, dass sie gemein war. Wir waren am Würstelstand. Wir haben uns sehr viel für Würstelstände interessiert auf diesem Festival tatsächlich. Und dann ist uns auf dem Heimweg Verständlicherweise. einer reingelaufen. Und dann haben wir uns gemeinsam ein Würstel gekauft. Und ich habe die unter diesen Senfspender gehalten und Anja hätte einen Senf drauf tun sollen. Und ich habe noch Ja. nie jemanden so schwach auf so ein Senfdings draufdrucken sehen. Und habe halt dann gefragt, weil das im Krankenhaus ja auch schon war mit dem Wasserhahn, habe dann gefragt, warum bist du so schwach? Und das war schon zu viel da. Sie hat es nicht in diesem Ton gefragt. Sondern das war der gemeine Ton. Warum Okay. Aber gut, bei mittelscharfen Senf, da versteht die Frau natürlich auch keinen Spaß, das muss man jetzt auch sagen. Na, Nein. null. Ja, genau. Und dann bist du auch gerufen worden natürlich. Hast du dich eigentlich gefreut? Ich habe mich gefreut, ja. Ich bin gerade ins Bett geschlupft, habe mir gedacht, Anja ruft an. Ah ja, das wäre ein netter Gute-Nacht-Plausch, habe ich mir gedacht. Verena ist gerade mit ihrer benutzten Unterhosen vor diesem Notausgang. Es war tatsächlich in der Unterkunft, wo die Unterhose geblieben ist. Vor allem habe ich noch den Witz gemacht, bevor wir ins Bett gegangen sind, habe ich noch gesagt, meinst du, die nehmen wir morgen mit? Ich so, ja klar, warum nicht? Diese Putzkraft, Naja, die werden vergessen haben gedacht haben, was gibt's für abartige Leute, pfui Teufel. Ja, wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Oder sie hat es wie wir gar nicht bemerkt. Und die hängt da immer noch. Das war auf jeden Fall gut. Und die Leute, die nach uns kommen, sind froh, weil denen das Depper, die Notausgangsschüttel nicht ins Gesicht leicht werden Ja. zu schlafen. Und jemand, der einen Trecker die Unterhosenfetisch hat, der wird noch froher sein. Der Ja. freut sich noch mehr. Ja. Aber Res, ist sonst noch was bei dir passiert, die letzten Wochen? Na, ich habe mich von diesem Festival dann sehr, also mein Fuß war dann sehr angeschwollen, die Zeit auf dem Festival und auch die Zeit danach. Und generell habe ich nach dem Festival einfach eine Woche Zeit gebraucht, um mich zu regenerieren. Aber was mir diese Zeit versüßt hat, waren die wundervollen Erinnerungen an die Wellensittiche, die wir auf dem Festival getroffen haben. Wir sind So. nämlich mehrmals angesprochen worden, von den süßesten, von den mausigsten Wellensittichen der Welt. Es war einfach nur schön. Es hat uns sehr, sehr gefreut. Es hat mein Herz gestreichelt, mein Herz erwärmt. Dankeschön. Dankeschön. Genau. Ja, und mit diesen warmen Gedanken bin ich dann in meiner Wohnung gelegen und habe versucht, wieder normal zu werden, zum Normalzustand zurückzufinden und mir nicht um 10 Uhr in der Früh ein Dosenbier aufzumachen. Naja. Tja, da habe ich es noch nicht rausgeschafft. Ja, du bist mein Vorbild. Vreni, aber wie war es denn jetzt bei dir? Wie war es denn jetzt bei mir? Ja, ich war ja in Schottland, Ja. falls ihr es noch nicht gehört habt. Ja, es war sehr geil. Es ist ein richtig schönes Land. Also auf jeden Fall zu empfehlen. Gerade für Leute, die eher die kälteren Temperaturen geil finden. Es war nicht der klassische Sommerurlaub, es war arschkalt. Zum Teil, es geht ein richtig kreisliger Wind, der dir überall reinfährt. Manchmal habe ich mir Handschuhe gewünscht. Aber so im Großen und Ganzen war es richtig, richtig schön. Richtig geile Natur auch. Ich habe ja verzeiht, dass ich einen Whisky verkosten werde. Hast? Ich war in einer Whisky-Destillerie, hab mir die angeschaut und hab dann auch Whisky verkostet. Muss allerdings dazu sagen, hat mich gar nicht gefreut. Also für mich hat der in meinem Mund einfach nur nach purem Alkohol geschmeckt. Ja. Weiß nicht, ich hab dann irgendwie danach das noch ein bisschen recherchiert. Anscheinend, wenn man das nicht gewohnt ist, dass man das oft trinkt, dann schmeckst du als erstes nur den Hochprozentigen immer raus und diese ganzen Bourbon-Noten und so weiter waren irgendwie vergeblich in meinem Mund zu suchen. Leider. Dafür habe ich natürlich auch geschaut, ob die Schotten ein gutes Bier brauen können.
Und da habe ich mich nicht lumpen lassen, da habe ich 11 Brauereien ausprobiert. Eife. Und 11. Das bist so wild. 11. Schön, dass jetzt jeder in seinem Dialekt einmal gesagt hat. Ja. Was wollte ich sagen? Ja, Wellensittich hat mir geschrieben, sag einmal, fahrst du eigentlich nur fort, um die Brauereien in andere Länder auszuprobieren? Ja. Nicht nur, aber auch. Also, Hauptsächlich. Und es waren sehr viele fantastische Brauereien dabei, muss ich sagen. schön. Das Haben wir freut mich. richtig gute Bierzeit gehabt. Man hat es auf Instagram auch verfolgen können. Und du hast uns auch Ja. wirklich in unserem Gruppenchat schön daran teilhaben lassen. Also da wurde der Verfall über den Abend dokumentiert. Ja, es ist immer wieder ein Pudel gekommen mit, na, dann trinke ich halt noch eine. Eine noch. Eins noch. Eins noch. Wir haben dann auch noch ein schönes Video gekriegt. Na doch, wo mich gefreut. War toll. Das war am Ende der Reise in Edinburgh. Da haben wir noch biertechnisch noch sehr viel Gas gegeben. Geil. Da gab es auch sehr geile Brauereien tatsächlich. Und da ist mir auch wieder aufgefallen, warum ich so gern in Sauf. diese Brauereien gehe. Ja, das ist mir nicht aufgefallen. Das Okay. ja. Aber warum ich da so gern hingehe, weil diese, das sind alles Craft-Bier-Brauereien, Anja, bleib stark. Und das sind aber alles so moderne, junge Leute, die das irgendwie aufziehen. Und diese Brauereien sind also Orte, wo jeder willkommen ist. Also die sind also immer so queerfreundliche Orte und da sind immer so ganz viele Veranstaltungen auch, wo, was weiß ich, dann irgendwelche Plakate hängen mit, falls du neu bist in der Stadt und noch keinen kennst, an dem Ach, und das dem aber Ort. nett. Komm, und so. Süß. Und da sind immer Einheimische einfach da und immer die Leute, wo du genau weißt, die haben meine Werte. Also da bist du willkommen, da sind trotzdem Menschen aller Altersschichten da und so und das sind einfach so richtig so Wohlfühlorte und darum Ja, sie viel gut gehe ich da also so gern hin, ja. Schön. Und auch die Leute, die da arbeiten, sind auch immer richtig Besoffen. lieb, wenn du da Ihr seid einfach Ja, alle das auch. besoffen, deswegen versteht ihr euch alle gut. Gib's doch zu. Das ist wie das Malle-Phänomen. vielleicht. Aber wenn du da am Tresen stehst und einfach da schaust, was für Biere gibt oder so, da ist dann so oft, dass du angequatscht wird, hey, willst einfach mal was probieren? Und dann stehen da 5 verschiedene hin zum Probieren und nett. dann sagst, von welchem du dann am Pint willst oder so. Geil. Und generell ist mir auf der Reise auch wieder aufgefallen, was für steife Muhakel eigentlich Deutsche sind. Das ist Ja. unglaublich. Wirklich unglaublich. Da stehst du in der Fußgängerzone und schaust ein bisschen blöd, weil du irgendwas suchst, dann kommen Menschen zu dir her, die sagen, hey, kann ich euch was helfen? Sucht ihr irgendwas? Das darf dir doch bei uns nie passieren, dass jemand zu dir kommt und dich fragt, ob du was suchst und ob man helfen kann. Nein. Oder sehr selten einfach. Und was dann noch so richtig deutsch Muhakel ist, dass mein erster Gedanke ist, was will der von mir? Ja. Also, dass ich total in Hab-8-Stellung bin und meine, ich muss jetzt meinen Geldbeutel festheben, weil was will der fremde Mensch von mir? So. Also, meine Fresse. Also, das ist so schlimm. So schlimm, ehrlich. Also, ein bisschen lockerer, ein bisschen freundlicher seid ihr uns alle nicht schon, glaube ich. Aber es ist so richtig verankert, dass man Voll. erst einmal misstrauisch ist, wenn Ja. jemand Fremdes anquatscht, statt dass man sich freut, dass man jetzt ein nettes Gespräch Nein. führen kann oder so. Ich freue mich jetzt nicht mehr, wenn mir jemand anquatscht. Ja, ich verstehe. Man macht halt in Deutschland diese Erfahrungen. Leider. Nein, nicht immer. Nicht immer, na, das stimmt. Also, mein landschaftliches Highlight war die Isle of Skye. Mit so, das sind einfach, so eine Halbinsel ist das, so diese typischen Steilküsten, diese richtig grünen Steilküsten, wo man dann auf die Klippen auch rumgehen kann und unten ist das Meer. Oh, können wir da Fotos einblenden? Die waren richtig schön, die Fotos. Danke, Res. Und da waren so viele Babyschafe, dass ich fast ausgeflippt wäre, weil es waren mehr Babyschafe als große Schafe. Und es waren generell mehr Schafe als Leute und das war fantastisch. Und Immer gut. überall waren diese Lammerl im hohen Gras gelegen, weil es da ja so windig war. Und dann diese kleiner Fellknäuli haben sie da in diese Grashalme so reingelegt, in diese Büsche, weil es wie so Osterlammerl waren, die wie in so einem Nest geflackt, in so Ach hohem Gott. Gras, weil es einfach gefroren hat. Ach nein. Und da gab es auch verschiedene Arten von Schafen. Es gibt ja die Weißen, die wir auch kennen, und da gab es aber auch die ausschauen wie schon das Schaf.
die einfach ein schwarzes Gesicht haben und schwarze Haxen und dann aber weißen Fellbauch haben und so gepunktet sind. Die waren richtig, richtig lieb. Ja. Und halt auch, wie man sich vorstellt, so auf der Straße geflaggt und haben halt einen Fick gegeben, wenn du da mit dem Auto vorbeigefahren bist. Das war richtig schön. Es war sehr heilsam, diese I Love Sky irgendwie. Und dann war noch ein krasses Abschlusshighlight ein Zach Bryan-Konzert in Edinburgh. Hattet ihr da vorher schon Tickets? Ja, ja. Die waren Zach arschgeil, Bryan ist gell? ein Country-Sänger, ja. Die waren, also Country brutal teuer, Ja. oder? Ja. So Konzertkarten. Hast nicht du einmal geschaut, Anja? Ja, ja. Ich Also habe auch richtig das krass. Konzert eben geschaut. Ah, okay. Ja. Ja, richtig krass. Und ich habe, als wir losgefahren sind, noch meine Cowgirl-Stiefel in den Koffer geschmissen, weil ich mir gedacht habe, ja gut, die habe ich mir letztes Jahr in Montana gegönnt. Und man denkt, ja gut, das war jetzt mal ein Anlass, dass man es anzieht. Jawohl. Nimm es halt mal mit. Und dann habe ich mir die ganze Zeit gedacht, ja, schauen wir halt mal. Und dann, an diesem Sonntag, wo das Konzert war, wir haben nicht gewusst, was Zach Bryan für eine krasse Nummer ist. In anderen Ländern Doch. anscheinend, weil bei uns ist der ja nicht so bekannt, wahrscheinlich. Und dann gingen wir an diesem Sonntag auf die Straße und die ganze Stadt war voller Cowgirls und Cowboys. Das war irre. Es war irre. Ganz ehrlich, die Frauen, die da waren, die waren so geil aufgestylt. Ich war so froh, dass ich diese Schuhe dabei gehabt habe, weil ich mir gedacht habe, ich hätte mir die ganze Zeit den Arsch bissen, Ja. wenn ich die nicht dabei gehabt hätte. Und da habe ich mal wieder gedacht, schade, dass ich nicht auf Frauen stehe, weil da waren wieder so richtig unfassbar schöne, aufgestylte Frauen dabei. Ja. Richtig cool. Und auch das Konzert war unfassbar geil einfach. Schön. Riesenstadion, voll und alle mitgerollt. Schön. Und der Typ hat auch eine krasse Band, damit habe ich gar nicht gerechnet. Da waren Streicherinnen auf der Bühne, Background-Sängerinnen, Bläser, also da waren 20 Leute auf der Bühne, die Cool. mit Krass. Musik gespielt haben mit dem Typen. Es war richtig, richtig cool. Ja, das war der Abschluss dann Das klingt sehr, sehr gut. und war generell sehr schön. Also, das das nochmal machen. Auf jeden Fall. War richtig cool. Ich das auch gerne machen, glaube ich, außer wegen am Wind. Ja, aber ja, für Städtetrip ist Edinburgh auch richtig cool. Ist was los. Geile Brauereien. Komm mal hingehen. Geil. Und es war natürlich nur WM und Schottland hat gewonnen. Ah, Deswegen waren die natürlich auch richtig on fire. ist eh klar. Ja. Mega. Meine Frage ist, habt ihr wieder Elaine am Flughafen getroffen? Boah. Oh. Es war kein Elaine, aber es war eine Rückreise, Schmerz mal wieder da. Scheiße. Es war schon klar, der Flieger ist eine halbe Stunde spät. Dann haben sie aufgerufen zum Boarding. Dann standen alle Leute am Gate. Dann haben sie gesagt, doch, ein anderes Gate. Dann sind alle Leute, die da schon angestanden sind, zu dem anderen Gate. Dann sind wir da wieder angestanden. Dann haben sie uns reinlassen. Dann haben wir gedacht, perfekt, jetzt geht was. Dann musste man da so Treppen runtergehen, um dann auf den Flugplatz zu gehen und halt über eine Treppen in den Flieger einzusteigen. Also war quasi ein Gangway oder wie das Ding Ja. heißt. Dann waren wir alle in diesem Treppenhaus. Dann ging da nichts weiter. Also ich glaube, wir saßen eine Dreiviertelstunde in dem Treppenhaus. Scheiße. Bis wir dann endlich auf den Flugplatz durften und einsteigen. Also letzten Endes hat der Flieger dann 1,5 Stunden Verspätung gehabt. Aber wir haben es nach München geschafft dann. Dann sind wir da gelandet. Dann sind wir da leider noch ewig gestanden, weil wir nicht aussteigen konnten, weil es keine Treppen hergebracht haben, damit wir Boah, das aussteigen können. passiert so oft, Also- Winker. Echt, oder? Das ist sehr wild, oder? Ich hatte das so Also wir oft nach saßen die nur Malediven. eine- Das ist schrecklich. Echt Wahnsinn. Also wir saßen noch eine Dreiviertelstunde in dem Flieger, bis wir aussteigen konnten, weil es keine so eine scheiß Treppen gab. Alter. Wahnsinn. Also zum Schluss wieder mal über 2 Stunden spät. Deswegen wollte ich euch zwar auch sagen, also für unsere Reise nach Australien und Bali wird alles glatt laufen, weil alles an Verspätungen habe ich das Jahr schon aufgebraucht. Okay, gut. Ja. Also das Das war passiert gut. mir jetzt nicht mehr. Ja, Ja, genau. das wäre mir auch wichtig. So viel dazu. Weil ich gerade Elaine gesagt habe, ist mir nur eingefallen, Bambi. Erinnert euch noch
an Ja. an eure Bambi-Geschichten, die wir erzählt haben. Wir haben tatsächlich von einem Wellensittich ein Panoramafoto aus demselbigen Canyon. Ihr müsst mir kurz mit dem Namen helfen. Antelope Canyon. Ja, aus dem Antelope Canyon gekriegt. Und also, ich weiß nicht, aber es schaut sehr verdächtig nach Bambi aus, oder? Ja, das kann schon Bambi gewesen sein. Vielleicht fragen wir mal nach, ob wir es einfach werfen. Dann könnt ihr entscheiden. Ja. Sie hat selber gesagt, das ist nicht so schön wie das von der Vreni und von mir, aber es geht schon in die Bambi-Richtung. Es geht in die Ja, Richtung. auf jeden Vielleicht haben die Guides da eine Schulung, wie sie Ja. fotografieren müssen. Ich finde generell, wir sollten jetzt immer in jedem Urlaub ein Panoramafoto von uns machen. Ja, das wäre stimmt, wichtig. das war sehr schön. Mhm. Anja, hast du noch irgendwas nach Rock im Park erlebt? Ich habe es auch viel erlebt. Ich möchte ja jetzt nicht komplett voll labern. Schon. Also ganz kurz, ich war in Westendorf eben am 4. Juni, da war Feuerwehrfest und wir schätzen und ehren die Feuerwehr und ihre Feste. Deswegen war es da auch wieder sehr schön. Die haben mir dann noch so eine süße Nachricht geschrieben, eine kilometerlange Nachricht, dass das Festel so bereichert hat und dass sie sich so gefreut haben, dass ich Backstage-Zeit für sie gehabt habe. Und es war einfach richtig, richtig herzig, also hat mich richtig gefreut. Sehr süß bei euch war das. Dann hat ihr einen Auftritt in Dillingen an der Donau in Bayerisch-Schwaben. Da war Mallorca-Party und die haben mich im Vornherein fertig gemacht, weil ich hab wegen der Fußfetischisten unter uns allen mich dazu entschlossen, dass ich meine Füße lieber nicht ins Internet stelle. Weil ich krieg ständig Anfragen, ob ich die Beutel verkaufe und so. Und Ja, sorry, ich höre auf dir zum Schreiben, es ist unangenehm. Ja, sorry. ja, Ist wirklich das. auf jeden Fall möchte ich meine eigenen Zehen halt nicht unbedingt im Internet wissen. Dillingen hat sich gedacht, naja, dann basteln wir da halt auch. Die haben mein Foto genommen und haben mir einfach Füße hier retuschiert, die halt nicht auf diesem Foto waren, in so hohe High Heels, die vorne offen waren und es schaut relativ echt ausgeschaut. Und ich fand das dann so lustig, weil man dachte, was ist denn mit Grafikleid los? Haben die irgendwie auch einen Fußfetisch, dass die das teilweise nicht aushalten, weil die Desperate Brass Wives, Shoutout, eine Frauen-Blasmusikgruppe, haben wir ja schon mal erwähnt. Eine sehr geile. Ja, liebe Grüße. Da hat mir die Kathi davon einmal ein Foto geschickt und hat gesagt, was ist falsch, Anja? Und da war's ihr bei mir. Ja. Und ich habe es am Anfang gar nicht kapiert. Und dann haben wir es Ja. gesehen und dann hat man es nicht mehr nicht sehen können. Da hat nämlich ein großes Brassfestival, das jeder in Bayern kennt, haben sie gepostet. Und sie haben ihnen einfach alle 40 gemacht und es war aber so richtig schlecht mit KI. Also da war teilweise dann ein Fuß nicht da oder nur ein weiterer da. Also warum? So wild. Was ist jetzt da so So wichtig, weird. daran, dass da 40 drauf sind? Ja, echt krass. Das war, wo du das Foto geschickt hast, hast du ja auch geschrieben, was passt nicht oder so. Und ich hab mir gedacht, also mir ist nur aufgefallen, weil ich mir gedacht habe, du darfst nie solche Schuhe anziehen. Weil, also diese Art von Schuhe, Ja. die hätte ich dir niemals zugeordnet. Und deswegen fand ich es komisch. Ja. Ja, es war jeden Fall gut. Das hat uns auf jeden Fall im Vornherein schon sehr zum Lachen gebracht. Danke dafür. Also eigentlich nicht danke, weil, also auch wenn es KI ist, ich Ja. will kein Fußfoto von mir im Internet stand jetzt haben. Also, Ja. ja. Ja, liebe Wellensittiche, ihr braucht es mir jetzt nicht an sämtliche Fotos von mir 4 machen. Ich weiß schon, dass ihr schon wieder das kribbelt in die Finger. Herz auf. Oh Gott, ich möchte es nicht kriegen. Schnell weiter. Und Zurecht. zwar war ich auf dem Alpenflair-Festival am Freitag, letzten Freitag. Das war sehr schön. Da habe ich mir die Kastelruther Spatzen gegeben. War tatsächlich mega geil. Also ich bin jetzt nicht so ein krasser Fan von der Musik. Aber es war einfach echt eine richtig gute Stimmung. Es hat jung und alt irgendwie mitgemacht und auch so richtig rockige Leute haben da inbrünstig Kastelruther Spatzen Texte mitgebrüllt und das hat irgendwie voll in mir geheilt. Es war schön.
habe ich mich wohl gefühlt. Und es war mega lieb, weil ich bin auf das Festival gekommen. Und es sind so 3 Herren neben uns spaziert. Und der eine hat dann irgendwann gesagt, hast du nicht letztes Jahr da gesungen? Und ich so, ja. Und dann hat er gemeint, ja, also du hast super eingeheizt, wirklich. Das hat's braucht. Süß. Das war richtig, richtig lieb. Und also die 2 haben quasi, 2 davon haben die Musik gelobt und der 3. hat sich dann auch noch umgedreht und hat dann gesagt, wo sind die anderen 2 Wellensittiche? Nein. Und das waren die so lieb, weil Mein Herz. das waren irgendwie so, die irgendwie nicht so, also waren auch so richtige Rocker, denen ich habe irgendwie nicht so zutraut, dass die mich kennen und auch, dass dann noch einer am Podcast hört und so, fand ich richtig cool. Liebe Grüße an die. Mich voll gefreut. Ja, liebe Und ich finde es Grüße. auch schön, dass das jetzt die Frage ist, die ich ständig gestellt kriege, weil vorher bin ich immer gefragt worden, wo ist denn Los Brutalos heute? Weil da ist immer davon ausgegangen, dass ich Los Brutalos klein gefaltet immer in meiner Hosentasche habe, aber mittlerweile habe ich euch 2 klein gefaltet in meiner Hosentasche und hole ich halt manchmal raus und manchmal nicht. Ja. Die Vorstellung freut mich gerade sehr, dass ich gefaltet in deiner Hosentasche bin. Naja, unsere Passfotos hast du ja immer dabei, Ja. nehme ich an. Das stimmt. Die fahren immer mit. Das freut mich sehr, dass wir Passfotos von uns haben. Ja, ist Im wichtig. Goldbeidel. Mhm. Das ist nicht komisch, das ist cool. Ansonsten hab ich generell ja Vertrauensprobleme jetzt gekriegt Ja, die letzten Wochen. Und zwar nur aus einem anderen Grund. Ich habe das erste Mal meine Frau im Supermarkt angeschrien, also generell jemanden angeschrien, glaube ich, gefühlt im Supermarkt. Ihr kennt ja diese Selbstbedienungs-Bäckerei-Sachen im Supermarkt. Und ich kaufe normalerweise schon gern, weil ich viel von unseren bayerischen Bäckereien halt, das einfach direkt vom Bäcker. Aber es war halt schon spät, ich habe schon zugehabt und ich wollte einfach ein Brezen, weil ich Hunger hatte. Und da war noch eine Frau vor mir und ich habe natürlich gewartet. Und dann, aber die wollte kein Brezen, sondern sie wollte die Semi daneben. Sie hat sich trotzdem ein bisschen verdeckt. Und dann habe ich ihr halt so zugeschaut. Und dann klangt so mit ihrer Hand eine in das Semifach. Und da finde ich es ja schon eklig, weil man denkt, da sind überall Zangen. Aber dann habe ich mir noch gedacht, naja, ich will ja kein Semi. Eklig, aber ja. Ja. Dann ist ja da ein Semi runtergefallen. Dann hat sie gesehen, dass ich sie gesehen habe. Und habe jetzt am Boden geschaut und weil ich mir gedacht habe, hebst du das jetzt auf oder lass das jetzt liegen für ein Arschloch? Aber nein, sie war ein Oberarschloch. Sie hat aufgekommen und hat ganz langsam wieder auf die frischen Semen eingelegt. Es ist vorher ein Supermarkt-Stabboden gefallen und sie legt es auf die frischen Semen ein. Und das hat so einen Ekel in mir ausgelöst, dass ich diese Frau angeschrien habe. Einmal von Hans Bavaria im Supermarkt angeschrien werden. Du brauchst nichts mehr für dein Leben. Ich werde nie wieder was aus diesen Sachen nehmen. Weil, also wie gesagt, dass die Leute schon mit der Hand teilweise reingelangen, finde ich schon eklig, aber kann ich nur ein bisschen damit leben. Aber das hat mir einen kompletten Rest gegeben. Da habe ich dann auch nicht mehr drüber denken können, naja, ist ja nicht das Fach, wo ich hin muss. Nein. Ja. Und was hast du geschrien? Ich weiß nicht mehr, ich habe mich von umgesehen, aber ich glaube, ich habe sowas gesagt. Ich habe mein Brottüten so richtig sauer zurückgelegt und habe gesagt, na, da habe ich ja schon gegessen jetzt. Das ist so ein Vaterspruch. Und dann ist es wieder weitergegangen, pfui, Teufel und bla bla bla. Und dann hat sie wieder mit ihrer Hand da reingelangt, um die Semi wieder rauszunehmen. Und ich gesagt, und außerdem gibt's da einen Zangen. Ja. Oh, ich wäre gern dabei gewesen. Ich hatte halt auch noch dazu Hunger. Also das war halt eine Kombination, die einen halt nur sauer macht. Ja. Die war sehr gefährlich, die Kombi. Genau.
Und sonst war, klar, wie nichts mehr Nennenswertes. Heute, für alle Wellensittiche, die pünktlich hören, sehen wir uns in Marktl am Inn. Landkreis Altötting gibt bestimmt noch Abendkass, also schaut's vorbei, da spielen Lenz und die Burm, Saustellmusi und ich mit meinen Brassmädels. Da freue ich mich schon richtig drauf. Feuerwehrfest, gut, wird super. Schön. Kommt's vorbei. Und was heute auch ist, und so merke ich, dass Jahre ins Land ziehen. Weil da denke ich mir immer, das kann doch nicht sein. Ich war doch erst spazieren. Ich war doch erst im Wald spazieren. Und jetzt ist schon wieder soweit. Es ist Glühwürmchen. der große Glühwürmchen-Rudelbums. Der jährliche. Ja. Ihr kriegt jedes Jahr eine Erinnerung von mir. Um den 24. Juni rum sind Glühwürmchen sexuell höchst aktiv. Das bedeutet, wenn ihr da bei Dämmerung in den Wald geht, manchmal hast du auch Glück und du siehst das in deinem Garten, aber wenn du so in den Wald gehst, in der Nähe von Gewässern, also ich gehe da gerne an der Isar entlang spazieren, dann leicht so, wenn Dämmerung so richtig eingesetzt hat, dann leicht auf einmal der komplette Wald. Und das ist so schön. Gibt's euch das? Also es war ja gestern schon der 24. Aber vielleicht habt ihr heute auch noch Glück, vielleicht habt ihr auch morgen noch Glück. Schaut euch das an. Wunderschön. Ich habe so fest an die Dinger müssen. Ich war gestern bei meinen Eltern und habe Glühwürmchen gesehen und dachte, ich muss der Anja Bescheid sagen, es geht schon wieder los. Sie bumsen wieder. Ja. Passend zum Thema kommen jetzt die Liebesbriefe. Liebesbriefe. Leidenschaft, Sex, Gefühle, Holde Maid, schicken Sie mir ein Foto von Ihren Füßen. EG Herbert. Liebesbriefe. Und da ist er diesmal wieder heiß hergegangen. Wir lesen euch Ich wieder. möchte wieder Gold per PayPal kriegen bei der Stimme. Ich hab gedacht, meine Stimme klingt immer so, aber okay. Das ist das Problem, weil meine meisten Strophen in die Anja Bavaria Songs singe ich so oder hab so eingesungen im Studio. Also sehr erotisch. Na, aber halt mit nicht viel Stimmdruck dahinter. Ich dachte die gern live dann auch so performen. Aber dann hat mir halt schon ungefähr, gute 100 Tontechniker in meiner Karriere haben wir seitdem gesagt, du musst lauter singen. Kein Problem. Ja, aber dann haben wir diesen Effekt nicht mehr. Verstehst du? Leider. Stefan, checkst du das? Ich hab irgendwann gelesen, dass Billie Eilish auch dieses Problem hat und dass sie auch gesagt hat, dass sie, um mich selber vom letzten Mal zu zitieren, zuschlagt bald, wenn das noch einer sagt. Ich weiß nicht, ob sie das so gesagt hat. Aber dieses Video haben auch sehr viele Leute missverstanden. Da möchte ich auch kurz nochmal sagen, also zum Thema, dass ich zuschlage, wenn mich noch ein Typ fragt, wenn ich eine Bandshirt habe, ob ich jetzt 3 Songs dieser Band nennen kann. Das haben so viele Typen missverstanden, dass ich mich wirklich gefragt habe, ob die das mit Absicht missverstehen, also ob die genau verstehen, um was das geht und sie auf dumm stehen und blöd daherrennen, oder ob die das wirklich nicht verstehen. Ja. Aber das Ich denke ich weiß mal bei nicht. mehreren Clips bei uns, also auch wie mit dem Audi Quattro, also es ist so krass, wie viel Leute wirklich Text nicht, oder auch gesprochenen Text, nicht korrekt verstehen können. Also ich hab da Angst, weil ich mir dann denke so, ja, ihr seid wahlberechtigt. Ihr versteht Inhalte nicht, die ihr lest oder hört und ihr dürft weggehen. Also sorry, dass ich jetzt da so dramatisch bin, aber das ist schon krass irgendwie. Ja. Naja. Der Unterschied zum Audi Quattro Video war noch, dass ich beim Audi Quattro noch Bock gehabt habe zu streiten, weil das noch irgendwie lustig war. Ja. Und bei den Kommentaren zum Bandshirt, Na. das habe ich nur gelesen und habe mir gedacht, ich kann gar nirgends ansetzen Ja. für einen lustigen Streit, weil da ist keinerlei Substanz vorhanden. Ja, das war ein großes Taubenschach. Ja, wirklich. Absolut. Das können wir generell mal etablieren, liebe Wellensittiche. Wenn in den Kommentaren ein Depp dabei ist, dann antworten wir dem einfach Taubenschach. Dann findet es wenigstens ihr lustig und wir wissen alle, dass das ein Depp ist, aber wir sagen es ihm nicht direkt, okay? Ausgemacht. Ja, und bei Leuten, die sich über unsere Videos aufregen, haben wir hier ein wundervolles Exemplar. Wir haben einen ganz schönen Kommentar gekriegt vom Florian. Und zwar
hat uns der Florian mitteilen müssen, ich sehe gerade die besten 3 Mittel, um einen Ständer zu vermeiden. Und da können wir dir versichern, Florian, kein Mensch interessiert sich für deinen Schwanz. Danke. Ich glaube, das ist auch das Problem, wer selber solche Kommentare schreibt. Ja, ist so. Ja. Ich bin sehr froh, Ja. dass er keinen kriegt, wenn er uns sieht. Das ist tatsächlich nicht unser oberstes Ziel. Ich weiß schon, man meint das immer. Man denkt immer, Frauen wollen einfach toll gefunden werden und attraktiv und bumsbar. Tatsächlich. Na, Gar nicht. also einfach, wir wollen hier einfach nur zu dritt ratschen und eine gute Zeit haben. Das war so unsere Mission, aber gut. Und ihr dürft auch zuhören, weil da sind wir nicht so. Ich habe das letzte Mal nachgedacht drüber, für wen ich mich eigentlich schmink. Also so ernsthaft bin ich in mich gegangen. Ja. Und ich bin's nicht selber. Ich schmink mich nicht für mich. Ich schmink mich tatsächlich für andere Frauen. Weil ganz ehrlich, dass jetzt ein anderer Typ, also dass irgendein Typ mein Full-Face-Make-up und auch so ein krasses Augen-Make-up oder so geil findet, das passiert ja nicht. Und das ist mir auch scheißegal. Nein. Aber ich gehe auf die Toilette und da ist eine andere Frau neben mir am Spiegel, die dreht sich zu mir her und sagt, wow, krasses Augen-Make-up. Und dann hab ich einen guten Tag. Ja. Ich mach das wegen andere Frauen. Jetzt ist es raus. So, jetzt haben wir's. Wie kannst du nur? Also nicht wegen andere Frauen generell, sondern wegen andere Frauen, die halt auch ein gutes Make-up zu schätzen wissen. Ja. Wir hatten nämlich letztes Jahr die Erfahrung gemacht, dass eine im Lenggräser Bierzelt zu jemandem, der mit Los Brudalos da war, gesagt hat, ja, kehrst du zu Los Brudalos dazu? Und er so, ja, nicht wirklich, aber wir sind halt befreundet. Ja, kannst du denen sagen, dass sie der Anja Bavaria ausrichten, dass die sich mal weniger schminken sollte? Und da habe ich mir wirklich gedacht, ich weiß nicht, wie du heißt, aber ich nenne dich jetzt Rebecca. Kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Hast du keine Hobbys? Es ist faszinierend, da sind wir wieder dabei, dass die andere teilweise so sehr für andere interessieren. Das ist auch was viele auch missverstehen wollten bei den Clips. Ja, Mit dem, aber dass man sich Typen nicht für ist andere euch aufgefallen. interessieren Nur Typen haben geschrieben, ach so, dann darf man jetzt auch keine Komplimente mehr machen. Na, halt's Maul. Um das geht's überhaupt nicht. Zu keiner Sekunde. Oh. Aber da denke ich mir dann so, das wollen sie dann auch falsch verstehen. Also Ja, das ist halt ja. wirklich, Ja. man weiß doch ganz genau, was damit gemeint ist. Ja. Na, aber man darf ja gar nichts mehr sagen. Dann Anja. bin ich Das jetzt checkst du also bloß nicht. Dann bin ich jetzt also so oberflächlich zu glauben, dass eine andere Person, die den gleichen Merch trägt wie ich, sich auch für diese Band interessieren könnte. Oh, Ja, das genau war so auch war die schlimm. Aussage gemeint. Genau so. Ja, genau so. Und es wollten auch ganz viele Leute dann hören von dir, ja, dann sag aber doch mal Songs. Also es waren ganz viele Kommentare, ja, die Frage ist jetzt noch nicht beantwortet. Oder ich will fair sein, ich erhöhe auf 10. Und denk mal, Bruder, wer hat die eigentlich eingeladen? Was ist los? Ja, da denke ich mir manchmal, also manche Hate-Kommentare oder so sind ja lustig, aber das ist ja nicht einmal lustig. Na. Also es ist Naja. so, okay. Also, Naja, wir haben ja noch einen, oder? Ja, bring Wir haben mal wieder ein bisschen einen mehr gekriegt, Liebe den hier rein. den ich wirklich, also ich hab das ist mir glaube ich noch nie passiert, dass ich wegen einem Hate-Kommentar Tränen gelacht habe. Ich hab nimmer keiner. Das war irgendwie so dermaßen random und so lustig. Das ist mein Lieblings-Hate-Kommentar und den kann auch keiner mehr übertreffen. Also tut mir leid. Da muss ich euch enttäuschen, liebe Hater. Schöner kann es nicht mehr werden. Ich glaube, es war ein Ulrich. Es hat so gewirkt, das hat es irgendwie nur lustiger gemacht, ein Pferd und sein Enkelkind als Profilbild gehabt hat. Also anscheinend auch ein liebender Großvater oder Vater, keine Ahnung. Irgendwie hat er auf mich so gewirkt wie ein Opa eher. Ja. Und wir hatten ja so einen Clip rausgeschnitten aus haben wir eigentlich Wellensittiche in der Oberpfalz, weil wir sind angefragt worden, für einen Auftritt da hinzukommen. Und dann haben wir ganz viel von euch drunter geschrieben, ja, wir sind da, kommt auf jeden Fall. Also es waren schon mehrere Kommentare, die halt in dem Ton waren.
Und der Ulrich hat geschrieben, bleibt wo ihr seid, ihr bläden Weiber. Hey! Oh, ja, sorry, liebe Oberpfalz-Sittiche, aber Jetzt da können wir können wir nicht nichts kommen. machen. Wenn Ja, der jetzt Ulrich können wir- das sagt, Ja, schon. dann bleiben wir auch weg. Ja. Das möchten wir ja nicht. Das wollen wir oder? schon respektieren. Dass wir die Oberpfalz entern. Nein, wenn wir da einen Auftritt haben und dann kommt er nicht, das verändert ja sein Leben komplett. Ja. Es Ja. verändert aber auch meins. Ich bin sehr traurig. Das ist Ich weiß nicht, warum ich das so lustig fand, aber irgendwie, der hat mich gebrochen. Das war so lustig in dem Moment, als ich das gelesen habe. Zusammenbruch. Ja, Danke, Ulrich. Ja. Naja, bei wem wir uns noch bedanken möchten, ist der. Wellensittich der Woche. Piep, piep, piep. Ach, leg mir doch an meiner Kloake. liebe Wellensittiche, euer kleines Herz pocht doch schon ganz fest, weil ihr so fest aufgeregt seid. Denn wer wird der Wellensittich der Woche? Und ich kann es euch sagen, wer es wird. Es wird Nadja. Oh, Und Nadja rechnet jetzt vielleicht gar nicht damit, dass sie das wird. Aber Nadja ist eine coole Sau. Denn sie hat erstens geschrieben, danke für den Podcast, ich brunz mir regelmäßig halbert an mit dem Krampf, was ihr verzahlt. Krampf, Nadja, weiß ich jetzt nicht. Wissenschaftlich. Also Therese hat vor ein paar Tagen mal gesagt, da hat jemand wissenschaftlich ganz schön falsch geschrieben. naja. Aber was sie noch geschrieben hat, Nadja, ist, dass sie Bedienung ist am Volksfest in Muldorf. Und da hat Anja im September einen Auftritt. Am 3. Und da hat sie gesagt, hat sie ihren Chef schon seit einem Jahr bearbeitet, dass der Anja ihr Auftritt da gebucht wird und dass sie sehr, sehr hofft, dass alle Wellensittiche an diesem Tag mitflattern. Und deswegen, Nadja, schauen wir mal, ob alle Wellensittiche mitflattern. Geplant sind zumindest schon mal 2 von 3. Und dann freuen wir uns, wenn wir bei euch im Zelt sind. Und wir schicken dir gerne ein Wellensittich der Woche Briefel zu für deine liebe, lustige Nachricht. Gibst uns gerne deine Adresse durch, dann flattert der Briefsittich los. Merci dir. Dankeschön. Wir freuen uns sehr. Worauf wir uns auch freuen, ist nächsten Donnerstag wieder in eure Ohren innen drin zu sein. Ich weiß, es ist heiß, aber bitte duscht euch, wascht euch die Ohren aus dabei, weil wir brauchen Platz. Ihr wisst es eh. Also, Servus, bis dann. Merci für alles. Wir hören uns. Also nachher. Also dann, macht's es Für gut. euch. Wir küssen noch eure Schnäbel. Servus. Also na, sowas hörst du nicht. Voll Teufel, schalt aus das Klump jetzt.